welcher Erwartung bist du heute in der Kirche? Merci vielmals, danke. Wir fangen heute mit einer neuen Predigtserie. Wir glauben, damit wir können als junge Jesu Christi wachsen, also junge Jesu Christi werden, braucht man 4 Sachen. By the way, es wird eine Übersetzung auf Englisch geben. Für alle, die Übersetzung brauchen. Um als junge Jesu Christi wachsen, für die Gott nicht kennen, der erste Schritt ist, Gott kennenlernen. Jesus kennenlernen. Und für all die Jesus schon kennen, für all die schon langgläubig sind, was ist der erste Schritt? Gott noch besser kennenlernen. Das ist immer der erste Schritt, das ist immer das Fundament. Das ändert sich nie. Und weißt du was, es ändert sich sogar im Himmel nicht. Sogar im Himmel werden wir immer wieder neue Offenbarungen von Gott haben. Und immer wieder ein Aha-Moment. Und immer wieder, wow, das ist unser Gott. Wow, so cool. Sag, mind-blowing. Kann ich kaum warten. Ein zweiter Schritt, um als junge Jesu Christi wachsen, ist Gottes Freiheit immer wieder erleben. Ob du neu in der Kirche bist, ob du 1000 Jahre in der Kirche bist oder 100 Jahre, wir brauchen immer wieder Gottes Vergebung. Freiheit. Das ändert sich nie. Weil wir haben immer Schichten und Schichten und Schichten, so wie eine Zwiebel, wo eine Schicht nach der anderen weggeht. Dritter Punkt, wo wir als junge Jesu Christi vorwärts gehen und wachsen, ist, dass damit wir unsere Identität, unsere Begabungen, unsere Fähigkeiten in Gott finden. Weißt du, Gott hat dir eine besondere Gabe gegeben. Weißt du, was deine Gabe ist? Oder vielleicht hast du verschiedene Gaben. Kannst du sie nennen? Wenn nicht, wenn du nicht ganz sicher bist, hat Micha macht ein Seminar. Genau über das Thema, damit du kannst entdecken, was für eine Geistesgabe du hast. Und der letzte ist, wenn du alles hast, also wenn du Gott kennst und du wachst in Gottes Erkenntnis und wenn du Freiheit erlebst und wenn du in den Begabungen darfst wachsen, was passiert dann? Dein Leben wird Frucht bringen. Das ist ganz automatisch. Dein Leben wird einen Unterschied machen, weil du bist anders. Dein Leben ist einfach anders. So, die 4 Schritte, die wir hier haben, die ihr hier hinten seht, es ist die Grundlage von unserer Wachstum als Junge. Es ist nicht etwas Neues oder speziell. Es ist ganz normal, biblisch und es geht nicht anders. Und heute fangen wir an mit der Predigtserie. Gang los, mach einen Unterschied. Mach einen Unterschied. Und zu dem Thema, wie kann ich einen Unterschied machen, wisst ihr, welchen Bibelvers habe ich genommen? Die Speisung von 5000. Wie kann ich einen Unterschied machen? Jesus hat angefangen zu predigen. Ich erzähle die Story vorher nicht. So, wir gehen ein Stück von dem Boot raus. Er sieht, dass eine riesige Menge von Menschen ihm nachgehen. Schau sie an. Die Bibel heisst immer wieder, er hat Compassion, er hat Liebe gegenüber Menschen. Er hat angefangen, ihre Krankheiten zu heilen, hat angefangen zu lehren. Und lass uns die Bibelstelle von Markus Kapitel 6 ab Vers 30 anschauen, auch hier, 34. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sie darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort
und es ist schon spät, schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfen gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm. Und das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denar Brot kaufen müssen, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brot habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, 5 und außerdem 2 Fische. Da weist Jesus die Jünger an, davor zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzen. Als sie sich in Gruppen zu Hunderten und zu 50 gelagert hätten, nahm Jesus 5 Brote und die 2 Fische, blickte sie zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilen. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Und am Schluss sammelte man auf, was von Broten und Fischen übrig geblieben war. 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hätten, belief sich auf 5000. Alright. Ich vermute, am meisten von euch kennen die Geschichte, oder? Am meisten von euch wissen, die Speisung von 5000. Lass uns heute mit einem neuen Blick drauf schauen. Ich weiss, wir haben tausende, wie viele Predigten über das Thema gehört. Lass uns mit einem frischen Gedanken, mit einem frischen Blick an diese Geschichte heute schauen. Jesus predigt. Er fängt an, lehren, heilen. Und er ist, ich meine, der beste Prediger, der geben kann. Ich bin eine okay Predigerin, aber Jesus, ich weiss noch, was würde ich mal aufgeben, um eine Predigt von Jesus zu hören. Wie genial wäre es, wenn Jesus da wäre. Und er würde uns predigen. Ich meine, wow, die Offenbarung, die er uns bringt. Aber eins habe ich mit Jesus gemeinsam. 100%. Eins kann ich mir sicher sagen, hey, das mache ich genau gleich wie Jesus. Wenn Jesus anfängt zu predigen, hat er kein Ende. Er hat keinen Countdown. Schau, wir haben da hinten, du musst nicht schauen, ich schaue selber nicht an. Wir haben das Countdown bei 35, dann ist es 0 und wenn es 0 ist, dann wird rot. Das hat in Jesus Zeit nicht gegeben. Es gibt bei mir und es bringt einfach nicht viel. So, wenn Jesus fängt an zu predigen, es geht 5, 6, 7 Stunden. Sind dankbar, dass ich nur 5 Minuten länger predige. Bitte beschwert euch nicht. Ich gebe mich wirklich Mühe, in den Fußstapfen von meinem Herr, meinem Retter, Jesus Christus, nachgehen. Und er ist mein Vorbild. So, wenn ich 5 Minuten länger predige, er ist schuld. So, er fängt an, er predigt, es geht mega lang, es ist 7 Stunden lang. Und hey, die Jungen haben jetzt genug. Sie können zu ihm sagen, weißt du was, du hast ein Mitgefühl mit einer Menschen, du liebst Menschen. Sie haben Hunger. Schick sie heim. Ich bin mir sicher, das war Petrus. Der Petrus oder Johannes hat gesagt, er hört nicht auf. Was machen wir, dass er aufhört? Leute haben Hunger. Gehen wir zu ihm und sagen, Leute haben Hunger. Der hört sicher auf. Der ist schon fertig, weil er liebt Menschen. Gehen zu ihm. Jesus sagt, ja und? Ich bin noch nicht fertig. Wir haben noch. Gebt ihr sie essen und dann mache ich weiter. Ich werde heute predigen über, wie kannst du evangelisieren? Wie kannst du deinen Glauben weitergeben? Und wie passt das mit der Speisung von der 5000? Glauben weitergeben, Evangelisation, das, was ich kann mit anderen Leuten teilen und die Speise von der 5000. Falsch gesagt. Speisung. Die Speisung. Liebst du Menschen? Wie geht es dir? Viele von uns werden sagen, hey, wir sind alle Christen und wenn Menschen da sind,
lieben einander. Wer von euch mag nach dem Gottesdienst länger da bleiben und einfach mit Leuten, die du nicht kennst, lang schwätzen? Wer freut sich, ich gehe heute in die Kirche, nehme ich einen Kaffee und rede mit dir, die ich nicht kenne? Ein paar von euch, aber nicht viel. Wir sagen, ja, wenn ich sie nicht kenne, was soll ich dann sagen? Und darf ich wieder mit Leuten reden, die ich schon kenne und mit meiner eigenen Kleingruppe und das ist nicht einfach, gell, mit Leuten, die... Oder vielleicht kann ich sie nicht gern. Wenn ich sie ansehe, sage ich, werde jetzt von der Weg gehen. Sie ist er. Es ist okay, wir können in der gleichen Kirche sein, aber zusammen essen? Nein, danke. Zusammen sein, miteinander reden? Jetzt habe ich keine Lust für sie. Hey, gerade vor dem Speisen von der 5000 hat Jesus in Kurse verloren. Johannes, der Täufer. Er ist gerade gestorben. Jesus weiss, er hat brüllt, er ist runtergekommen von der gleichen Tag. Und dann sieht er Leute und denkt, hey, nein, meine eigenen Wunden und Verlust darf sie nicht betroffen. Ich bin ein bisschen müde. Könnt ihr mir helfen mit Deutsch? Ich rede Englisch. So, auch wenn er müde ist, auch wenn er nicht mag, er steht und er sagt, ich habe sie lieb. Ich liebe Menschen. Und weil er ist erfüllt mit Mitgefühl, sagt er, hey, ich will sie dienen. Ich habe einen Satz von John Maxwell. Er ist er hat viele Bücher geschrieben, er ist ein Pastor und macht viel auch politisch und Wirtschaft. Er hat geschrieben, wenn du Schmerzen hast, werde ich dir helfen. Wenn du gebrochen bist, werde ich dich unterstützen. Wenn ich dich aber als wertvoll ansehe, werde ich dir dienen. Wenn ich dir Wert gebe, wenn ich dich liebe, dann werde ich dir dienen. Du dienst nur Menschen, die du liebst. Du dienst Menschen, die du gern hast. Und der erste Schritt, um Evangelium weiterzugeben, ist Menschen lieben. Wenn wir Menschen nicht lieben, werden wir das, was in uns ist, auch nicht weiterschenken. Wenn wir Menschen nicht so sind, wie Gott sie sieht, und Wert auf ihr Leben legen, dann werden wir auch nicht uns Mühe geben, mit ihnen reden. Wenn wir uns nicht Zeit nehmen, mit ihnen Gespräche kommen, unser Zeugnis ihnen weitergeben, es braucht eine Liebe. Wir müssen Menschen gerne haben. Und Jesus hat das gern. Also wie fest hast du Menschen um dich herum gern? Wie fest liebst du deine Mitarbeiter? Beim Arbeiten, deinen Studenten, deinen Kollegen, Verwandtschaft, so fest, dass du sagst, hey, sie müssen die Botschaft von Jesus hören. Es kann nicht sein, dass sie nicht den gleichen Frieden oder Freude haben, was ich habe. Ich muss ihnen das weiter erzählen. Ich liebe sie so fest. Wenn die Liebe da ist, dann kommt der nächste Schritt. Also, ich hoffe, dass ihr eure Kollegen gern. Wir nehmen an, dass sie alle gern, dass sie liebvoll sind, dass sie mögen die Leute, können arbeiten und haben das gern, oder? Lass uns das so annehmen. Das ist der nächste Schritt. So, erst Jesus liebt sie. Und er sagt, komm, wir geben sie Essen. Die Jünger sagen, hey, Jesus, was meinst du mit mir geben sie Essen? Schick sie in verschiedene Dörfer. Ich meine, da sind 5000 Leute. Es schreibt mit 5000 Männern. Im Matthäus-Brief steht geschrieben, dass sie Frauen und Kinder nicht gezählt haben. So 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Also wir rechnen mit etwas zwischen 15.000 und 20.000 Menschen, die da gesessen haben. Die sind von verschiedenen Dörfern und Städten und sehr wahrscheinlich auch von Ländern außerhalb von Israel. Sind auch Heiden da drin gewesen. Menschen von verschiedenen Ländern sind auch dazugekommen. Und ihr sagt, Jesus, gib sie zu essen. Die Jungen nehmen ihre Handy, fangen an zu rechnen. So 15.000, die Männer essen doppelt viel. Deswegen wir rechnen auch nur Männer und nicht Frauen und Kinder, weil sie essen zu wenig.
ja gut, dann braucht man so viel Diener. Nein. Johannes, was hast du? Nein, ich habe kein Geld dabei. Frage den Judas Askarioti. Judas, kannst du bitte Jesus verleugnen jetzt? Wir brauchen Geld. Das passiert bald. Das lange auch nicht. Sie können zu Jesus sagen, sorry, aber menschlich gesehen, mit allen Fakten, die wir haben, keine Ausrede. Es ist einfach nur Fakt. Es geht nicht. Keine Ausrede, Jesus. Schau, Geld, nada. Zeit, wo gehen wir? Wie machen wir es? Es geht einfach nicht. Wie viele Fakten haben wir? Wie viele Fakten kannst du zusammensetzen? Eine Liste von Fakten. Nicht ausreden, Fakt. Wieso kannst du nicht dein Glauben weiterteilen? Fakt. Ich kann es nicht, weil ich kann nicht reden. Ich bin nur daheim. Ich bin als Mami daheim. Ich kann es nicht weitergeben. Ja, andere Leute sind nicht offen für das. Ich habe es probiert, ich habe es gemacht, ich habe es probiert. Ist nicht gegangen, haben nicht wollen wissen. Zeit, Finanzen. Das ist nicht meine Begabung. Ich habe es probiert, weißt du? Ich bin mit 5 Leuten habe ich geredet und habe ich meinen Glauben weitergegeben. Aber hey, es ist so schief gegangen. Es ist einfach nicht meine Begabung. Andere Leute machen das gut. Oh, wie oft, wenn ich das höre. Jede Person, die das mir sagen würde, könnt ihr bitte mir 1 Franken geben? Weil ich ziemlich viel Geld habe. Ich habe niemals in meinem Leben Menschen kennengelernt, die erstmal über Jesus geredet mit jemand anderes und die Person ist begeistert und ihr Leben Jesus gegeben. Bei dem ersten Versuch. Niemand. Habt ihr jemals mal? Das erste Mal. Du bist zu Glauben gekommen, bist mit jemandem geredet, hast geredet und eine Person kommt zu Glauben. Passiert fast nie. Es ist immer so, ich mag mich erinnern, als ich angefangen mit mir in der Schule von meinem Glauben zu erzählen, die anderen haben diskutiert und sie haben Fragen gestellt und die Antwort der Frage habe ich nicht gewusst. Dann bin ich daheim gegangen, habe ich gesagt, ich weiss nicht. Und ich habe mich so geschämt und bin heimgegangen, habe Mami gefragt und sie hat Antwort gegeben und gesagt, ja, okay, ja. Gut, das habe ich schon gewusst, das habe ich schon sagen. Und dann wieder habe ich die Antwort ihnen gegeben und sie haben eine andere Frage gestellt. Ich habe noch nicht gewusst. Dann bin ich heimgegangen und gesagt, Mami, und das, wo steht das in der Bibel? Und wie ist das mit dem? Und sie hat eine Antwort gegeben. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Wenn jemand 10 oder 50 oder 60 Fragen gestellt hat, wisst ihr, was ist passiert? Ich habe 6 Antworten gehabt. 60 Antworten habe ich gelernt. Und ein anderes Mal, die Frage ist immer wieder gleich. Und ich habe nicht mehr die Antwort. Und dann habe ich gelernt, hey, ich werde ein bisschen kreativ von meinem Leben erzählen. Habe ich gelernt, wie sollte ich mich zurücknehmen? Nichts sagen, einfach beten. Wie ich habe es probiert. Ich habe es so oft probiert, das habe ich dann gespürt. In welcher Situation darf ich jetzt nicht sagen? Jetzt darf ich einfach schweigen und beten. Während sie redet, bete ich einfach. Wenn soll ich einfach aufgehen und sagen, okay, alright. Aber du weißt, wo kannst du mich finden? Hey, lass uns mal darüber reden. Ich habe es gelernt. Niemand ist ein Profi. So, das ist ein Bub, da sehen wir eine andere Geschichte. By the way, das ist der einzige Wunder, der in 4 Evangelien kommt. Der einzige Wunder, der in 4 Evangelien vorkommt. Wieso? Das sehen Sie erst am Schluss. Sage ich euch nicht. So ist ein Bub kommt vorne. Was hast du? Die Jungen nehmen das Brot und Fisch und sie sagen, Jesus, wir haben, das ist jetzt interessant, wir haben nur 5 Brot und 2 Fisch. Jesus, ich kann nur... Was kommt denn bei dir? Was hast du nur? Was ist das wenig, was du hast? Ja, ich habe nur 1 Stunde Zeit in der Woche. Ich kann nur mit meiner eigenen Familie reden. Ich kann nur so wenig Wissen am Wort Gottes. Ich kann nur... Hör mal auf mit das Wort nur. Hör mal auf mit dem. So, die bringen die 5 und 2 Brot und 2 Fisch. Es langt. Es langt.
Das Wort kann ich nicht, also ich kann Führung sagen, aber ich glaube, es ist nicht richtig. Für Vorig. Es ist einfacher, vorig. Merci. 5 Brot. Langt. Es ist genug. Mehr als genug. Es ist nicht nur. Es ist mehr, mit Hälfte von Brot hat Jesus vermehren. Hört auf mit mir nur. Bring das Kleines, bring das wenig, bring deine Fähigkeit, Talent, Zeit, Familie, alles, was du hast. Auch wenn es wenig ist von Gott, weil es ist nicht dein Job, es zu vermehren, es zu verbessern. Warte, bis es perfekt ist. Wenn du viel Talent hast und Fähigkeit und Wissen und Bibelwissen und mega guter Redner bist und kannst alle überzeugen, dass Jesus Gott ist, dann wieso brauchst du Gott? Dann wieso brauchst du Wunder? Kannst du es selber machen? Well done, go for it. Aber nein, wir wollen Wunder sehen, wir können mit Gott zusammenarbeiten. Was ist mein Job? Ich bringe Brot und Fisch. Was ist sein Job? Er mäht und er gibt Essen. Das ist nicht dein Job. So bring das Kleines, was du hast. Ich will das jetzt Zeugnis hören von Nadia, was sie gemacht hat mit 5 Brot und 2 Fisch. Mit das Kleine, das Gott hat ihr gegeben. Yes. Für die mich nicht kennen, ich bin von Gott auf den Weg geschickt worden, um eine Ergotherapie zu studieren. Darum habe ich jetzt letztes Jahr Berufsmatur nachgeholt. Und dann haben wir einen Vortrag machen in Englisch. Und ich habe gedacht, also Show and Tell, also das ist etwas mitbringen, was dir wichtig ist und darüber erzählen, etwa 5 bis 10 Minuten frei. Und dann dachte ich, ja easy, ich nehme ein Buch mit, da kann ich erzählen, über was es in dem Buch geht. Kein Problem. Dann bin ich daheim vor meinem Büchergestell gestanden und dann habe ich so eine kleine Stimme gehört, die ihr vielleicht auch kennt. So, nimm die Bibel. So, nein, geht sicher nicht. So vor der ganzen Klasse. So, Moll, nimm die Bibel. Ja, dann habe ich entschieden, dass ich da gehorsam sein möchte und habe die Bibel mitgenommen. Und habe so Gelegenheit gehabt, um vor 25 Leuten 10 Minuten über Gott erzählen und eigentlich das ganze Evangelium sagen. Und er hat mir auch dann während dem Erzählen mega Ruhe geschenkt. Und es war cool, wie viele Klassenkollegen auch vorher schon gefunden haben, oh, ich will unbedingt zu deinem Vortrag kommen. Es war so gegen Ende der Schulzeit und viele haben angefangen zu schwänzen. Und so, mal deinen Vortrag wollen wir hören. Es hat sich dann irgendwann umgesprochen, dass ich über die Bibel reden werde. Ich habe nicht mega Feedback bekommen, aber bin mir sicher, dass Gott da wird wirken. Ja. Ja, aber Nadia, du hast nicht viel Feedback bekommen. Geht dir nicht an. Geht dir nicht an. Es geht nicht um das. Es geht um den Treu und Gehorsam. Bring ihm 5 Brot und 2 Fische von Gott. Der Rest ist sein Job nicht drin. Sie hat den Schritt von Gehorsam. Ich weiss, ein Weg wird sich getrauen, einen Vortrag von Studenten machen über die Bibel. Wow, stark. Ich habe gefunden, Nadia, wenn du das erzählst, ich erzähle das. Like, come on, girl. Merci vielmals für deinen Mut, dass du auch da erzählst. Bring das Kleines, was du hast. Und sag, ich kann nicht. Nur, langt. Langt. Genug. Was hast du? Wo bist du? Es gibt einen Prediger, ich muss geschwind den Namen von der Prediger finden. Okay, ja. So G. Campbell Morgan, whatever. Er ist ein mega bekannter Prediger in England, hat 4 Söhne. Und alle die 4 Söhne sind Prediger geworden. Und der 3. Sohn hat das Interview gemacht auf Fernsehen, sind ziemlich gut bekannt in England. Das Interview gemacht und der Regisseur hat ihn gefragt, wer predigt am besten unter euch alle? So die 4 Buben und der Vater. Und wir haben gedacht, weißt, sie geben den Credit zu dem Vater. Als Respekt hat der Papi, weil er ist bekannt und mega gut. Und ja, wer predigt unter euch am besten? Und was war seine Antwort? Er hat gesagt, meine Mami. Und niemand hat seine Mami gekannt. Niemand. Ihre Haltung, ihr Leben, ihr Stil, ihr Glaube hat die 4 Buben zum Glauben gebracht, zum Predigen gebracht. Ist sie gewesen.
die niemand gesehen hat. Sie war nie auf der Bühne. Sie hat nie predigt. Aber sie ist die beste Predigerin in ihrem Haushalt. Ich habe nur 3 Kinder heim. Awesome. Hey, die 3 Kinder heim, die sind Schatz von Gott in deine Hände. Gib das, was du hast in ihrem Leben, weiter. Bring sie zu Männern und Frauen Gottes. Die stehen vor Gott. Wow. Wenn du das machst, wie genial. Ich habe nur Zeit von der Familie. Achtsam in der Zeit von der Familie. Betet miteinander, redet miteinander. Gebt das, was sie empfangen haben. So. Jesus nimmt Brot und Fisch. Ich habe viel von meinem Predigt verpasst, by the way. Aber ich gehe nicht mehr zurück. Er nimmt Brot und Fisch, segnet und dann teilt und gibt es an den Jünger. Jetzt habe ich Fisch nicht mitgenommen. Ich habe gedacht, Fisch teilen oder Fisch weitergeben, das muss nicht sein. Erst frage ich dich, wenn du nicht empfängst von Gott, kannst du auch nicht weitergeben. Wenn du nicht empfängst, kannst du nicht weitergeben. Meine Hoffnung ist, dass ich dich ein bisschen hungrig machen um zu weitergeben. Hast du etwas von ihm empfangen? Wir kommen nachher zu dem Punkt, ich werde dann für dich beten, wenn du da bist, sagst du, ich bin leer. Ich bin selber leer, mein Teller ist leer. Ich habe keine 5 Brot, ich habe keine 2 Fisch. Ich habe 0. Teller leer. Ich kann nicht weitergeben. Sabrina, hör auf mit dem Predigt. Nein, ich höre nicht auf. Kannst du mir nicht sagen, dass ich so aufhöre. Ich werde für dich beten. Das kann ich machen. Und wir glauben, Gott ist treu. Und er wird erst den Teller auffüllen und dann den Teller brauchen, um andere Teller auffüllen. So ist unser Gott. So ist seine Art und Weise. Er wirkt das so. Mach Menschen hungrig. Hey, der Brot kommt. Menschen haben Hunger. Die haben 7 Stunden lang auf Jesus gehört. Nichts gegessen. Hast du Hunger? Gibt es ja nicht. Der Brot schmeckt, der ist fein. Ich glaube, der Brot, das Jesus vermehrt. Ich weiß, ja, da bin ich ein Stück von anderen Brot, die alle gleich schmecken. Das ist meine Fantasie, dass es gut schmecken. Aber mindestens in meiner Fantasie. Der schmeckt fein und alle anderen haben Hunger im Bauch. Weißt du, alle Menschen haben Sehnsucht nach Gott. Weil wir sind Gottes Ebenbild geschaffen. Alle Menschen haben Sehnsucht von Gott. Alle. Gewisse gehen auf Science, gewisse gehen auf andere Religionen, gewisse gehen auf humanistische Gedanken. Aber jeder hat Hunger nach Gott. Jeder auf diesem Planet hat Hunger nach Gott. Es gibt niemanden, keine Frau, die sagt, nein, ich will nicht. Sie sagen, aber in sich innen haben Hunger nach Gott. Und wenn du neben so einem Mensch hockst, der Hunger nach Gott hat und fängst an zu essen, schmeckt fein. Hey, der ist gut. Und du fängst an zu essen. Und du schwärmst von dem Brot, frisch, warm. Was macht das mit anderen? Fängt der Bruch krüsseln? Okay. Hey, es fängt auch da ein bisschen Wasser, aber ich kann so. Ich kenne meinen Bruder nicht, er ist ein grosser Mann. Für einen guten Grund. Er liebt, wir sind Iraner, wir lieben Essen. Ich weiss, ihr könnt auch sagen, ja, wir lieben auch Essen, aber nein, ihr habt keine Ahnung, über was ich rede. Wir lieben Essen. Wir geniessen Essen, wir können nur essen. Und wir sind satt und wir können weiter essen. Weil das ist eine starke Kultur. Und mein Bruder, du kannst satt sein, du kannst voll sein, du hockst neben ihn und er fängt an zu essen. Und er ist mit so viel Freude und Leidenschaft und Genuss. Das sollst du einfach mal probieren. Ich habe das gleiche Essen gegessen wie er und ich habe noch so viel genossen wie er. Und ich würde einfach Sinn teilen und schauen, was schmeckt das anders. Aber er ist mit so einer Leidenschaft. Wenn du mit Menschen bist, red so mit Leidenschaft über Jesus, dass sie das Gleiche haben. Dass sie das gleiche Brot nehmen und essen und schauen, was ist es. Red mit so viel Freude. Und hey, der Jesus, der ist fein. Weil die Bibel sagt, schmeckt und seht, wie fein er ist. Er ist fein. So, redet über euren Glauben,
über euren Frieden, über die Freude, die in euch ist, die nur Jesus kann euch geben kann. So gut, dass alle anderen auch haben. Hey, ich wünsche, dass auch von dieser Freude haben. Die Freude, die in mir ist, der Frieden, den Gott mir in den Mitte von Schwierigkeiten, der hat mir gehalten. Der hat mir Trost gegeben. Was für Frieden? Der Brino, was redest du? Hey, ich wünsche mir, ich kann einmal schmecken, wie das ist. Geht's weiter. Ich kann noch Lobpreis auf der Bühne bitten. Wir machen heute etwas speziell miteinander. Und ich bin so dankbar für unsere Lobpreisteam, by the way. Sie sind genial. Sind spontan, sind flexibel. Die lachen immer noch. Ich stehe immer noch da. So awesome. Wir machen heute so. Wir werden Abendmahl miteinander, bevor wir Abendmahl nehmen, und ich werde euch sagen, Abendmahl nehmen wir heute anders miteinander. Es wird nicht gleich aussehen. Aber bevor wir Abendmahl nehmen, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird nie mehr Hunger haben. An der letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, Jesus nahm Brot. Er brach das Brot und er sagt zu Jüngern, das ist mein Leib, die von euch gebrochen ist. Nehmt in Erinnerung von mir. Das ist mein Leib. Das bin ich. Und sie haben gerade gedacht, die Speisung von den 5000. Das Brot brechen, das hat er gemacht. Ein Kapitel später, nach seiner Auferstehung, er sagt, das, was ich an euch gebe, gebt wieder, geht in die Welt, verkündet das Evangelium, lehren sie, taufen sie. Geht und gebt wieder das, was ihr empfangen habt. Das Brot, was ich an euch gebe, mein Leben, die auf Kreuz vor euch gestorben. Die Vergebung, die Friede, die Fülle im Leben, die ich euch gegeben habe, gebt es weiter. Haltet nicht für euch. Nehmt nicht, esset nicht, sondern gebt weiter. Teilt mit anderen Leuten. Ich würde dich heute fragen, 15'000 Menschen sind da gewesen. 12 Jünger mussten Brot verteilen. Wie haben sie das geschafft? Soll ich dir sagen? In dieser Gruppe, sie haben an der ersten Reihe das Brot gegeben und dann haben gesagt, nimm und gib es weiter. Und sie sind gegangen. Dann, die können auch essen, es kommt nachher Abendmahl. Nimm und gib weiter, gell? Gib es weiter. Halt, ist nicht für dich. Weil die haben da hinein nicht gegessen. Ich kann den Abendmahl auch. Die jetzt Brot genommen haben, nimm und gib es. Und dann haben sie nicht geschaut, sie haben nicht kontrolliert, ob der Stefan weitergibt oder nicht. Sie haben nicht kontrolliert, hat sie jetzt 15'000 Menschen nicht kontrollieren. Sie haben vertraut, dass der Tanja nimmt und Tanja gibt es weiter. Und es kann mega gut sein, dass einer da hockt und sagt, hey, ich habe Hunger, ich esse. Und erst wenn ich fertig bin, dann vielleicht gebe ich weiter. Und dann die ganze Reihe hat kein Essen. Schade für euch, nicht machen. 15'000 Menschen. Die Treue von der ersten Reihe, die Menschen, die in der ersten Reihe gesessen haben, sie haben genommen und sie haben weitergegeben. Und so können die ganze Reihe essen. Das machen wir heute mit Abendmahl. Die erste Reihe nimmt und gibt es weiter. Das, was du empfangen hast, gibt es weiter. Das, was Gott dir gibt, halte nicht für dich. Schenk weiter, weil Gott wird dann vermehren. Und es wird immer mehr geben und immer mehr geben. Du wirst nie zu kurz kommen. Essen wird nie fertig gehen. Segnen in deinem Leben wird nicht zu Ende kommen. Wenn du weiter schenkst, wird noch mehr. Wir haben einen Gott von Vermehrung. Gott, der deine Bedürfnisse sieht. Gott, der Mitgefühl hat. Gott, der deinen Teller sieht, der leer ist. Komm, bring das von Gott. Erst die Frage. Wie sieht dein Teller aus? Wie viel Brot und Fisch hast du auf deinem Teller? Wenn du da bist und sagst, hey, mein Teller ist leer. Ich bin zerbrochen, ich bin selber verzweifelt. Ich habe selber nicht viel, um das überhaupt weiterzugeben. Dann werden wir heute für dich beten.
Weil das, was Gott dir gibt, hey, das kannst du brauchen für die zerbrochene Welt voraus, wo Gott braucht. Ich werde gerade jetzt für dich beten. Nachher darfst du auch zu unserem Gebetsteam gehen. Sie werden das hören, dass sie von Gott hören und prophetisch dich dienen. Wenn du in den Teller reist, du darfst auch zum Gebetsteam gehen. Aber ich bete jetzt gerade für dich. Vater, du siehst die leeren Hände. Du siehst die zerbrochenen Herzen, die verzweifelten Gedanken. Der Gedanke, der sagt, ich habe keine Finanzen und ich weiss noch, was soll ich jetzt machen? Wie kann ich weitergeben? Ich habe keine Freude und ich kann nicht das weitergeben. Ich habe keinen Frieden. Ja, was soll ich denn weitergeben? Jesus, du bist Gott von Wunder und Zeichen. Gott, der von unendlichen Ressourcen, unendliche Frieden und Finanzen, Geduld und Weisheit, Freude und Ruhe, Trost, Heilung, das bist du. Und so, wenn ihr euch getraut, hebt eure leeren Hände jetzt vor Gott. Streckt eure leeren Hände vor Gott und sagt, hey, da bin ich leer. Oder da bin ich nur mit einem Brot und ich würde gerne mehr haben. Ich würde gerne mehr weitergeben. In Jesus' Namen du siehst. So, ich sprich in deinem Namen, erfüll die leeren Hände, die leeren Teller, die leeren Tisch, die leere Herz, Geist und Seele. Du bist ein treuer Gott. Und danke, dass du die Bedürfnisse kennst und sie triffst. Du bist ein guter Gott. Amen. Lass uns kurz das Lied singen. You're a good Father. Wir haben einen mega genialen Vater. Lass uns aufstehen und das von Gott proklamieren.